Hallo zusammen, hier ist Cronklitus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar. Ihr bekommt hier ein Video übermittelt, wo die Qualität leider nur eingeschränkt ist, weil ich es mit der Share-Funktion auf der PS4 aufgenommen habe. Finde ich eigentlich noch gäbig. Nachdem dass ich ein gutes Game hatte, kann ich das schnell speichern. Das ist ja nichts Neues, das kennt ihr sicher schon. Aber eben, die Qualität ist leider nicht ganz so wahnsinnig. Nichtsdestotrotz ein neues Titanfall 2 Gameplay natürlich auf der Crash-Side Map, gefällt mir ziemlich gut. Und ich bin natürlich meistens am Bounty Hunt spielen, weil ich das eigentlich noch eine interessante Mechanik finde. Da muss man ja so verschiedene Aufgaben lösen im Team gegen einen Gegner und das dann am Ende der Runde das Geld abliefern, wo man dann wiederum auch abkassiert werden kann. Also es ist noch rechte Dynamik in diesem Spielmodus. Jetzt, das Let's Play der Singleplayer-Kampagne muss ich leider vorerst mal auf Eis legen, weil ich habe mich dort sehr stark von meiner Euphorie getrieben, hätte ich das echt gerne gezeigt. Aber es ist jetzt halt tatsächlich so, wenn ich herhocke zum Anfangen zu zocken, ist momentan Titanfall 2 Multiplayer aktuell und sonst gar nichts. Alles andere interessiert mich keine Bohne. Und dann muss ich sagen, solange dass hier noch genug Spieler rum sind, um eben auch im Multiplayer zusammen zu zocken, tue ich doch das gerne annehmen und halt doch ein bisschen Zeit verbringen. Und rein von dem her wird es sicher in nächster Zeit keine Singleplayer-Let's Play-Gameplays geben. Ich werde zwischendurch mal ein Video vom Multiplayer-Modus aufladen, vom Titanfall 2 natürlich, aber sonst, wie gesagt, spiele ich momentan eigentlich nichts. Ich finde es ausgezeichnet. Ich bin jetzt mittlerweile in der zweiten Generation, das ist ja so wie der Prestige. Und dort kann man dann halt einfach so ein bisschen neue Tarnungen und so freischalten, sonst ändert sich ja gar nichts. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ein unterhaltsames Game. Noch. Das Einzige, was mich langsam ein bisschen anfängt zu stören, ist hier der Map-Hack. Das ist so eine Fähigkeit, die jeder Pilot kann zwischendurch aktivieren kann, wenn man es hier auswählt. Ich habe ja meistens die stärkeren Waffen drin oder eben mittlerweile auch den Radarstörer, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Aber was ich wollte sagen ist, wenn 2-3 Spieler im Team den Map-Hack drin haben, dann ist man eigentlich fast konstant auf der Map angezeigt. Man sieht eigentlich durch die Wände durch einen sogenannten Wallhack. Und das schießt irgendwie zum Teil schon ein bisschen an. Es ist dann nicht so, dass man das nicht irgendwie countern kann oder die sich gleich ausschalten kann. Aber wenn man halt dann nur schlechte Teammates hat, unerfahrene Teammates, ist es sehr, sehr frustig, wenn man eben halt Gegner hat, die hinter dem Ecken schon auf einen warten. Und was dann weiterhin auch noch recht mühsam ist in meinen Augen, ist die Fähigkeit, sich zu tarnen. Das ist ja unabhängig von dem Map-Hack-Zeug. Das ist wiederum, glaube ich, die Fähigkeit, wie ich den Greifhaken drin habe. Genau. Und ja, das ist dann ein bisschen mühsam, wenn sie dann hier mit ihren durchsichtigen Tarnungen irgendwie hinter dem Eck geben und wiederum warten. Weil es ist schon so, dass man sich ein bisschen sieht, wenn sie umziehen. Es wabert ein bisschen, aber es ist dann nicht so, dass es genügend ist, um sie wirklich auch gut zu erkennen. Darum ist es ein bisschen schade, dass sie das überhaupt eingebaut haben, aber ich denke, eher das Seine, so kann man auch ein paar Spieler erreichen, die ein bisschen einen anderen, weniger direkten und weniger dynamischen Spielmodus aufweisen. Aber es ist auch gleich ein bisschen... Ich habe mich auch schon ein bisschen genervt ab diesen eben ja, Camper, die sich dann noch mit einer Tarnung irgendwann verstecken. Easily. Das ist eigentlich das, was ein bisschen nervt. Der Rest ist gerne noch richtig spektakulär. Ich muss sagen, ich spiele hier eigentlich fast immer jetzt mit der gleichen Standard Assault Rifle und mit dem gleichen Titan. Der Tone, der ist schön am Aufleveln, ist auch schon ein paar Generationen gestiegen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Fun macht. Es gibt auch ein paar, die mit dem Legion, mit dem Legion spielen. Der ist sicher auch nicht schlecht, ist für meine Verhältnisse halt einfach zu langsam. Aber der kann massiv Schaden machen. Und einige sind auch mit dem Torch unterwegs. Das ist ja der ein bisschen mit dem Feuer spielt. Der ist auf jeden Fall gäbig, um das ganze Gebiet so ein bisschen auszudünnen. Mit diesen Napalm-Werfer, die er hier aufgebaut hat. Ja, ja. Easy. Ihr seht, ich bin hier so ein bisschen am Wüten, versuche einerseits eben das Score von unserem Team ein bisschen vorwärts zu treiben, weil darum tut man ja auch die Missionen am Schluss am Ende erfüllen. Die Gegner, ihr seht auch, wenn ich einen Gegner treffe, gibt es immer eine gelbe Punktzahl und eine blaue. Die blaue Punktzahl, oder das blaue Geld besser gesagt, wird dann direkt zu unserem Balken, wo ihr ganz oben in der Mitte seht, hinzugerechnet. Und das Gelbe ist dann das, was ich unten
Oberhalb von meiner Waffe seht ihr das, was ich sammle und was ich dann auch abliefern muss, um dann anschliessend die Punkte auch bei uns zu verbuchen. Also man wird auf jeden Fall nicht bestraft, wenn man stirbt, aber nebenbei halt eben sich auf das Missionsobjekt konzentriert, jetzt eben die Grunts killen. Aber man wird natürlich eben bestraft, wenn man das ganze Geld sammelt und dann abkassiert wird, dann verliert man 50%. Das kann zum Teil ein bisschen frustig sein, vor allem eben 50% von 10 sind weniger schmerzhaft als 50% von 1000. Auch wenn es prozentual der gleiche Wert ist, aber es eben zum Teil verliert man massiv Punkte, weil man es halt verpasst hat. Das Geld abzuliefern. Jetzt habe ich gerade den Radarstörer aktiviert. Dort tut es halt einfach beim Gegner oben links bei seiner Map, sieht man einfach so ein Grieselbild, so wie auf den alten Röhrenfernseher. Jetzt hat es mir nicht ganz gelangt, das ganze Geld abzuladen. Und ja, es gibt natürlich so Gegner, die gerne hier bei diesen 2 Banken auch campen. Und das ist an und für sich nicht so eine schlechte Taktik. Ich meine, wenn man jetzt richtig kompetitiv spielen würde, ist es nicht so dumm, das gegnerische Team dort abzufahren, wo sie sowieso herziehen. Und zum Teil warte ich dort auch. Ich will dort auf jeden Fall nicht sagen, dass ich zum Teil nicht auch versuche, den Gegner ihr Geld abzuknöpfen, bevor sie es abliefern können. Aber ich habe jetzt noch nie den genommen, wo man sich unsichtbar machen kann. Das finde ich einfach von meinem Spielstil her, der ja doch ein bisschen rushend ist, finde ich das einfach unter aller Sau, wenn man so ein feiger Sieg ist und sich dort so hinter einer Tarnung muss verstecken. Aber ich will hier nicht zu fest rausschießen, das ist kein Camper- oder Booster-Sau-Video, wo ich eigentlich nur am Fluchen bin, sondern es ist halt einfach so ein bisschen eine Analyse von diesen verschiedenen Fähigkeiten und auch Verhaltensweisen von diesen Spielern, weil es ist eigentlich gut, wenn man verschiedene Optionen zur Auswahl hat. Aber nichtsdestotrotz ist es eben schon sehr interessant, wenn immer man so eine billige, campige, sich versteckende Spielart wählen kann, gibt es dann jenste Gamer, die das bevorzugen. Ja, ich bin der Letzte, der hier ein psychoanalytisches Profil erstellen von diesen Personen, aber ja, eben zum Teil frage ich mich echt ein bisschen, für was du deine Zeit investieren, wenn am Schluss dann nur getarnt in der Ecke hockst. Ihr seht das Thema, das lässt mich nicht ganz kalt. Konzentrieren wir uns jetzt aber wieder aufs Gameplay. Und ihr seht, momentan ist auch bei uns so ein Wallhack aktiv und ich kann auch eine eingeschränkte Distanz mit meinem Tone eigentlich abscannen. Aber eben dieser Map-Hack, der ist dann für längere Zeit und für die ganze Map aktiv, ist nicht unbedingt das, was mir Spass macht. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon zur Genüge erklärt. Darum versuche ich mich jetzt noch ein bisschen aufs Gameplay zu konzentrieren. Als ich bei ihnen kam, habe ich eigentlich gemerkt, dass wir hier eher auf verlorenen Posten sind. Ja, das sehe ich endlich bereicht, weil mein Team war ziemlich im Hintergrund und weil es vermutlich schon ein paar hat, die das Gameplay noch nicht ganz so schnallen, hat man natürlich auch nicht so viel bei der Bank abgeliefert. Aber durch mich und sicher auch durch den Einsatz des restlichen Teams haben wir jetzt hier einigermaßen aufschließen. Das heisst, wir sind nur noch etwa 400 Stutz im Rückstand. Also das wäre etwas, was man ganz sicher klar machen kann. Aber man muss halt auch ein bisschen sich auf die Nebenmissionen konzentrieren. Und hier haben wir jetzt eben die Gegner, die ja per Dropship oben abgeschossen werden. Die kommen in unterschiedlicher Stärke. Und am besten tut man die natürlich mit dem Titan killen, weil dort kann man über die Siechen easy chillig drüber laufen und muss dann gar nicht irgendwie die Waffen benutzen zum Nachladen und ist so immer optimal vorbereitet für einen gegnerischen Angriff. Jetzt seht ihr hier vorne, haben wir eigentlich Kollegen, die so ein bisschen versuchen, die Gegner abzuhalten oder zu attackieren. Was natürlich immer sehr angenehm ist, weil was ich auch erlebe ist, wenn so 2 Jungs zusammen am Spielen sind, dann bist du natürlich logischerweise massiv effektiver, weil sie warten auch, bis sie Titans ready haben, teilweise, die einander beschützen, wenn man Titans kommt. Und wenn du das dritte hoch mit deinen Titans rumziehst, dort hat gar kein Pilot Chance, irgendwie ein Rodeo auf dir zu reiten und die Energiecore rauszunehmen oder den Haken reinzudrücken. Das heisst, man hat einen massiven Vorteil natürlich im Vergleich zu all diesen Noobs, die keine Platz haben, was sie machen.
Und ich wiederhole mich, das ist natürlich nichts Neues, im Team ist man effektiver. Aber jetzt hier mit diesen Titan-Modellen, finde ich, ist es noch ein bisschen ausgeprägter. Aber das sagt vielleicht einer, der viel FIFA spielt, auch, dass man durch im Team besser zocken kann. Darum möchte ich einfach hier die Vorteile natürlich hervorheben. Aber wenn ich hier so ein bisschen den Lone Wolf spiele, funktioniert das zum Teil auch nicht schlecht. 700 Steine kassiert, nicht schlecht. Wir sind nur noch $200 hinten drin. Und jetzt habe ich hier die Energiezellen aufgenommen, die ich bei einem befreundeten Titan rein tun könnte. Jetzt ist es aber so, dass die hinten bei einem am Viertel hängen und die leuchten so grün. Rein von dem her ist man eigentlich fast ein grösseres und besseres Ziel, als wenn man die nicht mit sich herumdreht. Und darum, ganz am Anfang habe ich mich auf jede von diesen Batterien gestürzt. Sie leuchten ja auch so schön grün. Aber dann musste ich realisieren, am gescheitsten das Zeug teilweise liegen und dann wirklich nur dann, wenn man es auch unmittelbar nutzt, aufsammeln. Weil sonst eben macht man sich halt einfach zu einem besseren Ziel. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen hinten in diesem Bereich. Man kann es auch schon als Campen bezeichnen, das stimmt durchaus. Aber bin ich halt einfach so ein bisschen meinen Weg am Abgrasen, weil die Gegner spawnen oben, greifen dann von unten an. Und schliesslich wollen wir immer noch aufholen. Mittlerweile sind wir wieder 1000 Punkte im Hintergrund. Oder im Rückstand besser gesagt. Und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass ich das positiver sehe mit dem Aufholen. Ich versuche aber, mein Geld noch klein zu füllen. Und der Nachteil ist natürlich auch, wenn man so viele Knete hat, dann geht das ewig, bis man das eingefüllt hat. Und weil die Bank auch nur einen gewissen Moment offen sind, habe ich jetzt diesen Zeitpunkt leider verpasst und versuche jetzt hier halt wieder die Gegner abzukassieren. Ihr seht, irgendjemand hat hier wieder so einen Map-Hack aktiv, das heisst, alle Gegner erscheinen mit so einem orangen Umkreis oder halt auch mit einer orangen Schattierung durch die Map auch durch. Und das ist schon eben ein riesen Vorteil. Es ist wirklich ein riesen Vorteil. Früher war so Zeug auf dem PC verpönt und mittlerweile sind so Sachen halt einfach ein Feature vom Game. Das ist schon noch funny. Also, jetzt haben wir hier wieder so eine Bounty, die wir müssen voneinander nehmen. Und das Mal ist es halt der gegnerische Titan. Es sind immer zwei, die landen. Das heisst, normalerweise tut sich eigentlich das eine Team halt um einen Titan kümmern und das andere um diesen. So kassiert man dann etwa gleichmässig ab. Aber wer natürlich clever ist und will vorwärts kommen, versucht vielleicht so ein bisschen beide Titans zu attackieren. Und es kann zum Teil ein bisschen frustig sein, weil es gibt einfach den Punkt, wo der letzte Schuss auf einen Titan gibt, der ihn dann zum Explodieren bringt. Und seien wir ehrlich, wenn du als Team dann irgendwie seit 5 Minuten an diesem Ding schaffst und dann kommt der Gegner und du schnell mit dem letzten Schuss die Punkte zu sich holen, ist schon ein bisschen fies, aber eben gleichzeitig kann man das auch für seine eigenen Zwecke nutzen. Und jetzt hat er gesehen, wir haben es beim besten Willen nicht geschafft, die Punkte noch aufzuholen. Ich hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sollen und müssen abliefern. Aber leider hat es hier eben nicht gelangt, zeitlich oder rein vom Gegner aufkommen. Und kann hier aber relativ angenehm gegen Schluss die einzelnen Gegner noch schön eliminieren. Bis es dann mehr halt auch reicht. Und wenn es dann so ein bisschen zum Teil chaotisch wird, wird es dann tricky. Und dieser Typ hat jetzt hier einen ausgezeichneten Bewegungsfluss und auch ein Aiming gehabt. Hut ab, der hat echt auch gut gespielt. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es der Big Hale war, aber das wäre auf jeden Fall der Einzige, der annähernd so viele Punkte hat wie ich. Und auch hier, das ist wieder ein Gameplay, das ich natürlich gegen Spieler spiele, die nicht ganz so sich auskennen. Und das schlägt sich natürlich auch in der easy Maximalscore nieder. Die Games, wo es mir nicht so gut läuft, häufen sich langsam. Vor allem, wenn ich so gegen Generation 3 Spieler spiele. Die sind zum Teil schon sehr, sehr ausgebufft. Aber wenn man sie dann zum Teil wiederum von der Seite oder von hinten verwünscht, können auch die nicht ausrichten. Das ist schon noch gäbig. Darum, dass die Zwischentür abkassiert, gehört dazu, dass man Tode gar nicht sieht im Scoreboard, finde ich jetzt sehr, sehr cool, weil dann muss auch niemand allzu betrübt sein, wenn es dann nicht reicht. Und wenn es dann um einen Levelaufstieg geht, finde ich, das ist eben auch noch cool gemacht. Du bekommst dann für alles eigentlich so Punkte, so Merits. Und egal, ob jetzt du deine Waffen brauchst, deine Anti-Titan-Waffen, die Titan, ob eben eine gute Performance zeigst, ob das Game beendest, ob du wünschst, das gibt dann halt immer die Merits und so kann man relativ gut und schnell aufsteigen. Ich habe jetzt schon viel Zeit investiert. Level 50 ist eben das Maximum, dann macht man noch eins und dann kann man dann regenerieren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Game. Unterhaltsames.
Das gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Das war es. Hey, habt's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.